Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Mombasa, Kenia. Das Wetter hätte ich nicht erwartet. Wirklich nicht. Kenia gut. Ja, zu viel Regen. Jetzt gehen wir auf den Tuapa zum Coiffeur. Haar schneiden. Muss ja immer sein. Gell? Und jetzt bin ich die letzten paar Jahre immer bei ihm und er schneidet sehr gut. Besser als ich in der Schweiz kann schneiden. Und darum komme ich immer, halt immer vor. Sobald wir da sind, können wir Haar schneiden. Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Es regnet wie aus Kübeln. Das ist jedes Jahr das Gleiche an der Küstenregion von Kenia. Auch wenn die junge Familie wegen ihrem Hilfsprojekt öppe die da ist, so haben sie Mombasa noch nie erlebt. Glunken, glunken, glunken. Ja, pass auf. Oh. Aber wie kommen wir da? Hier. Springen mit den Krücken. Ja, das Wetter ist jetzt ein bisschen speziell heute. Es regnet extrem. Wir sind meistens nicht in der Regenzeit da. Und darum ist jetzt für uns ein bisschen eine Überraschung. Und ja, hat halt überall Wasser. Aber es geht schon, wir schlagen es durch. Der Joshua hat sich beim Shooten daheim in der Schweiz am Oberschenkel verletzt und muss darum 7 Wochen an Krücken laufen. Barizeno. Kila kita sawa. Salimu. Lamkatze. Ramuka. Uko poa? Fresh Ah, kabisa. vizuri. Mkuli fanya nini? Der Joshua ist zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber in den Ferien immer in Kenia. Lakini. Darum redet er die Sprache von da, Swahili. Everything will be good. Ah ja. Ja? Schau mal, bekommt der Papa einen neuen Haarschnitt. Kama kawaida. Kama kawaida. Yes, tafadhali. Oh. Lazima ist eigentlich auch so wie immer, wenn ich die Haare schneide. Und er weiss, so wie immer, also, mehr muss ich gar nicht sagen. Er geht viel hier die Haare schneiden. Und nein, bis jetzt ist das wirklich immer sehr gut gekommen. Er macht es mega gut. Ja, das ist schön. Sieht dann eben ganz anders aus. Im Coiffeursalon ist es selber wie auf dem Dorfplatz. Ja, beim Coiffeur sind immer mehrere Leute hier. Also die meisten, die da sind, sind selber auch Coiffeure und die schneiden. Genau, und dann Leute können Haare schneiden. Das ist immer ein Treffpunkt, so ein Happening in Kenia. Und darum komme ich auch gerne daher, wenn man die Leute alle zusammen trifft. Javin schaut dich kritisch an. Schon. Kennt ihr mich dann nicht mehr? Gefällt's dir? Kenia-Style-Rasur. Nur mit einer Klinge und einer ruhigen Hand. Kwanza kwenye biti hapa achosema tuseme mimi nivachosema nikill beat kan nimefunga macho sema Ja, sieht super aus. Sehr gute Frisur. Alles perfekt. Schön Gradlinie oben haben. Ja, Das ist dir wichtig. ja extrem. Da darf keine Ecke drin sein. Oh, soll dir die Stöcke geben? Asante sana, thank you. kamilisha sentence afenango mazaloni Einer der Glunken ist auch gerade der Handy-Doktor. na tuko juu ya maji Oh, hapo. na wakati ya watufe hawanaga Ah, Auch da zählen sie zu den Stammkunden. thank you, bro. Uko poa? Kaba, was für diese da? Ja. And this is the one front and back.
Das hier sind alte Handys, die uns Freunde haben gegeben. Die schauen wir jetzt an, ob sie gut sind oder ob es noch etwas braucht. Und dann schenken wir die zum Beispiel den Lehrern in der Schule, dass sie Handys haben. In der Schweiz haben wir eigentlich niemand, der das kann. Und es ist natürlich auch viel billiger, das Material, das sie alles haben. Und wir können ihnen so Arbeit geben und unsere Handys wiederverwenden, wo in der Schweiz es ist eigentlich fortgeht. Darum ist das eine Win-Win-Situation. Okay, sawa. Na kila kitu? Aha, ni M-Pesa, sawa. Ah ja, you let me know. Thank you. Baka badai. Bye bye. See you. Das allerhinterste hat Eier. So, müssen wir schauen, was sind. Ich kann jetzt auch holen. Guten Morgen, guten Morgen. Langsam, langsam, langsam. Guten Morgen. Das da? Ist es nachher wieder ein Mega? Ja. Und vorsichtig. Die Kleinen. Ich habe so viel Wachteln, eigentlich ein bisschen Zufall. Also meine Kollegin hat Wachteln zugetan und das hat mir so gut gefallen. Und ich finde es so schön mit den Kindern. Die Kinder haben eine riesen Freiheit, sie können selber. Und wir haben jeden Tag frische Eier. Ich finde es einfach schön, ja, so natürlich schön. Es passt hier auch schön rein. Wir haben alle eine riesen Freude an den Wachteln. Ist schon gewachsen, gell? Ja, so groß. Das ist 1 Woche alt. Sonntagmorgen bei der Familie Burgener im Wallis. Mario, hier werden die Eier. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, das langt. Der Mario übernimmt heute die Küche. Jasmin hat mit den Kindern etwas vor, was sie regelmässig machen, seit Clara auf der Welt ist. Kurz nach der Geburt war klar, dass die kleine Clara nichts hört. Und über das gibt es einen Film. Wir suchen gerade einen Film «Hören und dazugehören». Der Film geht um die Clara, wie sie die Zehen bekommen hat, die Operation. Jetzt hast du noch, gell? Da ist er. Siehst du? Ja. Wir schauen den Film eigentlich immer wieder einmal. Die Clara schaut er noch gerne. Sie will schon auch mit Freunden oder so schauen, gell? Für das Zeichen, wie das früher für dich war. Ja. Ja, also eigentlich immer wieder einmal schauen wir das auch als Familie. Warum schaust du den Film so gerne? Weil es um mich geht. Nicht nur Senioren, sondern auch Babys können unter schweren Hörbeeinträchtigungen leiden. Zur Früherkennung wird deshalb seit 1998 in der Schweiz bei Neugeborenen ein Hörscreening gemacht. Auch Clara Burgener hat einen solchen Test absolviert. Und das hat Schnippstunden. Und nachher haben wir das 6 Wochen später noch mal wiederholt und dann hat es 2 bestanden. Das war schon ein Schockmoment. Ja. Weil da stellst du dir ja wirklich vor, ich hatte ein Kind, das nie kehren wird, das nie integriert sein wird. Ich habe gewusst, dass man früher die gehörlosen Kinder extern in die Schule gegeben hat. Und das war eigentlich das, was mir gerade sicher ist. Jetzt muss ich das Kind abgeben. In ein Internat, in eine gehörlose Schule. Aber da haben wir ja von allem nichts gewusst. Das waren so die ersten Gedanken, oder? Das war schon ein Schock. Ja, das ist eben, zum Beispiel Musik, nie kehren. Aber, ja, oder so der Gedanke, es ist meine Stimme als Mama nie kehren. Das waren so Momente, wo ich am Anfang man schon merken. Anfangs Februar ist Jasmin Burgener mit ihrer knapp 5 Monate alten Tochter aus dem Wallis in die Siloa-Klinik in Gümligen im Kanton Bern gereist. Hier soll zuerst abgeklärt werden, warum Clara nichts oder zumindest fast nichts hört. Du bist noch klein, Halsig. Da war ich 3 Monate alt, genau 3 Monate alt. Also ich selber realisiert habe ich eigentlich, wir sind einmal daheim am Bachblechenbrickit und da ist sie absolut niedergeklipft. Für die anstehenden Untersuchungen darf sich Clara nicht bewegen. Sie wird deshalb in Narkose versetzt. Schau, da machen Sie gerade Narkose, jetzt bist du gerade entschlafen. Ich habe doch geflattert. Nein, da hast du geschlafen. Auch vorher hast du ein bisschen geflattert, ja. Aber zur Narkose hast du geschlafen. Die folgende Untersuchung des Trommelfells zeigt, dass es normal arbeitet. Der Schall erreicht also zumindest Claras Innenohr. Die sogenannte Hirnstammaudiometrie belegt nun aber,
dass das Innenohr diese Schallreize nicht verarbeiten kann. Die einzige Möglichkeit, ihr jetzt trotzdem Höreindrücke zu vermitteln und damit das Erlernen der gesprochenen Sprache zu ermöglichen, ist heute ein Cochlea-Implantat. Die Entscheidung für das C war eigentlich für uns gar keine Diskussion. Wir sind eigentlich beide von Anfang an sicher, das machen wir. Weil wir einfach gefunden haben, wir sind eine hörende Familie. Wir haben ein hörendes Umfeld. Und es war eigentlich das Wichtigste, dass sie kehrt. Ja. Ja, wir haben Leute kennengelernt, die das auch hatten, die Operationen. Ja. Und die haben uns unterstützt und gesagt, das kann mir gut. Cool. Gell, ja. Das war ein kleines Auto. Die haben dann einen Tunnel im Inselspital und da sind wir unten durchgefahren. Kaserne zu Thun. Da ist das Ausbildungszentrum Küche und Verpflegung der Schweizer Armee. Hier wohnt und arbeitet der Pascal Arnold unter der Woche. Er ist Zeitsoldat. Für mich ist das eigentlich einfach ein Ort zum Schlafen, nicht viel mehr. Es ist auch irgendwie überhaupt nicht personalisiert. Es ist militärisch. Und sonst, ich bin mega viel dann hier verbringen. Hier komme ich eigentlich wirklich nur mal zum Schlafen. Mit denen meint er die Küche. Er ist Truppenkoch. Manchmal verwöhnt er auch die hohen Militärs mit Gourmet-Häppli. Das hilft ihm bei seinem grossen Ziel. Er will bei den internationalen Berufsmeisterschaften Euroskills gewinnen. Ungewohnt, so wie ist es. Wir kommen zu unserem täglichen Kurzrapport. Heute auf dem Programm haben wir die Brevetierung der Küchenchefs. Dort werden wir ca. 180 Gäste, die Eltern erwarten und die dann anschließend mit unserem Apero, was wir geplant haben, das servieren. Ja. Ziel muss es sein, heute 13:00 Uhr alles bereit zu haben, dass wir von hier aus abfahren können. Fahrzeit haben wir ca. 5 Minuten. Also dann mache ich Kompott unten, oder? Ja. Jetzt habe ich mir noch so ein bisschen als Challenge gesetzt, dass ich keine hektischen Bewegungen machen beim Arbeiten. Also nicht jetzt, ich kann dort etwas nein, ich muss dort. Genau das will ich aber heute nicht machen. Hat mir jemand vor einem Jahr mal gesagt, dass ich mal beim Militär wieder arbeite, hat ich wahrscheinlich gerade recht blöd geschaut. Sie haben mir jetzt hier, wie auch schon in meiner RS als selektionierter Truppenkoch, aber super Bedingungen gebracht. Und für die Euroskills passt das super für mich so. Das Coolste an dieser Stelle finde ich die ganze Planung, weil das habe ich so noch nie davor machen. Und eben, wir können alles von A bis Z eigentlich fertig planen und dann schaut unser Chef einfach drüber, über die Menüs und so. Und das ist natürlich nachher auch cool, wenn man das nachher so umsetzen kann, wo man nachher selber geplant hat. Luca, also wir haben gesagt, 1, wenn wir bereit sind, wir haben 5 vor 1 und sind nachher. Und jetzt kommt der Kür, respektive das, was wir jetzt dürfen anrichten und dann schauen, wie das wirkt auf die Gäste. Und dann bekommen wir unmittelbar das Feedback von den Gästen. Aber bis jetzt läuft alles zusammen nach Plan. Die Brevetierung der Küchenchefs hat angefangen. Hinter den Kulissen ist der Pascal verantwortlich, dass der Apero auch wirklich fein ist. Immerhin ist es die Brevetierung von Küchenchefs. Ich lege ihn so in die Hand. Du gehst Kommando, gell? Genau. Nein, andersrum. Dass du eigentlich den Daumen hinten hast. Ja, aber jetzt mit der anderen. Kannst du schon mit links? Nein, links das geht schon. So einfach? Ja. Dann einfach, genau. Einen Käseschnitte mit Aprikosengel haben wir da. Dankeschön. Ja, eins probiert, das ist nicht gut. Dankeschön. Auftrag mit Bravour erfüllt. Genau so soll es sein, wenn der Pascal in 3 Monaten am internationalen Kochwettbewerb in Dänemark antritt. Es kommt an, die Gäste sind happy. Also von dem her glaube ich, Ziel absolut erreicht.
In diese Lodge am Strand von Mombasa kommt der Joshua Schmidli jedes Jahr. Schon seit er ein kleiner Gil ist. Mittlerweile mit Frau und Kind. Hi, good morning. Hey, Mageto! Mambo! The night was good. What about you? Could you help us with the luggage? Just the 2 bags? The 2 bags, yes, please. Ein Baby, das gerade mal 11 Monate alt ist und noch Krücken. Es braucht Hilfe. Ja. Bei dir auch? Ja. Mein Arm geht es gedacht. Heute gehen wir das erste Mal in die Schule. Wir haben ganz viel Gepäck und ja, wir freuen uns mega, jetzt alles einzupacken und loszufahren. Und darum sind wir schon ein bisschen nervös, gell? Um zu schauen, wie alles aussieht. Good morning. Hallo, Furaha. Guten Morgen, hoi. Ja, und du? Ja. Also. Hi. Ah ja, einsteigen. Karibu, Kenia. Thank you. Der Furaha ist über all die Jahre für Joshua zur Vaterfigur geworden. Und darum immer dabei, wenn die junge Familie in Kenia ist. Das Hilfsprojekt von Joshua und der Vera, Harrison's Primary School, ist in einer armen Gegend von Mombasa. Weit wäre es eigentlich nicht, aber bei diesen Strassenverhältnissen fahren sie gleich fast eine Stunde. Jedes Mal, wenn die Schweizer in der Schule ankommen, gibt es einen grossen Bahnhof. Das Mal ist die Aufregung noch etwas grösser. Die Vera und der Joshua sind gewundert, wie es mit dem Bau des neuen Kindergarten vorwärts geht. It's okay. This one, yes. Buddha. This one also. This in the house. It's big. It is. Die Grundmauern stehen. Ich habe jetzt nie gedacht, dass so schnell so ein Gebäude hier kann stehen. Das letzte Mal, als wir hier waren, sind hier noch Tomatenstuden gestanden, wo sie Tomaten gepflanzt. Ja, es ist wirklich beeindruckend, mega schön. Wir freuen uns. Hey, jetzt schauen wir mal, wie das Gebäude aussieht, mal alles anschauen, die Räume anschauen, den Keller anschauen und dann das ein bisschen beurteilen und mit dem Harrison besprechen, ob alles so ist, wie wir es geplant haben. Ja, das sind auch die nächsten Schritte. It's bigger than before. Wow! Das ist etwa 10-mal so gross. Bigger table here. Yeah, we can have a lot of tables in this room. Also der Unterschied von diesem Kindergarten zu anderen ist sicher die Grösse. Wir haben wirklich, dass wir grosse Klassenzimmer haben. Der Kindergarten selber tun wir dann spezifisch mit Spielecken und Lernstationen einrichten, damit die Kinder möglichst fest profitieren können. Hey, Charo! You're flying! 8 Jahre ist es her, als Joshua den Schweizer Hilfsverein zur Unterstützung dieser Primarschule gegründet hat. Seitdem sind 270'000 Franken Spendengelder in die Gebäude und Sanitäranlagen investiert worden. Der Kindergarten kostet rund 50'000 Franken. Noch vor dem Baustart haben sie das Geld zusammen und so das erste Mal mit einer Baufirma arbeiten. Der Unterschied von diesem Gebäude zu anderen Kindergärten ist sicher, dass es stabil ist mit Stein und Beton. Viele Kindergärten sind noch aus Blech, die halt nicht so stabil sind. Und für uns war klar, dass es wirklich es muss stabil sein. Darum haben wir mit einer Baufirma zusammengearbeitet, mit einem Ingenieur, der alles berechnet hat. Und das Bauamt ist das auch noch abnehmen mit der Statik. Von dem her ist schon ein Unterschied zu anderen Kindergärten. Genau. Die haben pro Klassenzimmer zum Teil wirklich 100 Kinder, also sehr, sehr viele Kinder. Und wir schauen hier, dass wirklich wenig Kinder pro Klassenzimmer ist. Also ja, so um die 25, 30 sind bei uns meistens. Und das ist wirklich das Maximum. Wir wollen ja nicht mehr, einfach auch für die Kinder, dass sie sich besser konzentrieren können. Dass du einen Lehrer auf 30 Kinder hast und nicht einen Lehrer auf 100 Kinder. Weil die Qualität ist natürlich nach der Bildung ganz eine andere. Und das war uns auch wichtig, oder, dass wir dementsprechend jetzt hier die Klassenzimmer so bauen können, dass wirklich die Bildung gut ist.
Die Vera ist Sozialpädagogin und weiss genau, von was sie redet. Für die Bauarbeiter vom Kinski gibt es jetzt eine Überraschung aus der Schweiz. Ja, von gut. Die werden sicher mega Freude haben, weil sie haben keine Arbeitskleidung eigentlich. Sie haben meistens so verlöcherte T-Shirts, kurze Hosen und keine Sicherheitskleider auch. Darum ist das, was wir hier für sie haben, sicher sehr erfreulich. Das ist für deine Arbeiter. Der Chef darf als erstes probieren. Gut. Der Andrang ist gross. Es hat verschiedene Grössinnen. Das macht die Verteilung nicht ganz einfach. Give everyone a second pair, at least. Für jeden hat es ein zweites Paar Hosen. Das Gehirn lernt nur in den ersten Jahren der Kindheit hören und auch Sprachen, einfach und mühelos. Hat es diese ersten 5 bis 7 Jahre verpasst, wird es sehr schwierig oder gar aussichtslos. Bei der Operation war Clara gerade einmal 6 Monate alt. Ein kleines Kind abzugeben in einem Raum, wo... Aber er einfach volles Vertrauen müssen haben. Und das ist gut gekommen. Ja, irgendwie speziell einfach, wenn du es jetzt siehst, wenn du denkst, damals bist du so am Anfang gestanden von diesem Prozess. Du hast so nicht gewusst, was auf dich zukommt. Ja, du musst einfach Vertrauen haben. Aber was genau passiert, hast du eigentlich nicht gewusst oder wie es weitergeht. Und jetzt, heute so nach 7 Jahren, den Film zu schauen, finde ich extrem spannend, der ganze Weg, den wir in der Zeit gegangen sind und wie es sich entwickelt hat. 5 Wochen sind seit der Operation vergangen. Die ganze Familie Burgener ist mit ins Inselspital nach Bern gekommen. Unsere Finan, das bin ich und der Linus Stammfilm. Ganze Familie, ja. Der Linus ist am Filmen, ja genau. Der mit Filmer. seinem komischen Nattel. Und das mir ja manchmal sagen. Ja, schau, jetzt haben wir das erste Mal drauf getan. Clara wird heute hoffentlich das erste Mal einen Höreindruck und sei es nur ein kleines Pfeifen über ihr Cochlea-Implantat wahrnehmen. Man hat gar nicht so eine grosse Erwartung gehabt, weil sie haben vorher gesagt, sie den Ton ganz leise anstellen, weil sie wollen die Kinder niederklipfen. Und dann haben sie schon gesagt, vielleicht sieht man beim ersten Mal gar keine Reaktion. Auf die erste Elektrode reagiert Clara noch nicht ganz eindeutig. Bei der zweiten dann aber... Das war jetzt deutlich, oder? Super. Super, hast du das gemacht. Das erste Mal gehört und das erste Mal gelacht. Okay. Ich bin da gar nicht nachgekommen. Der Moment war noch speziell, wo sie die Reaktion hatte, zuerst mal und dann unten geschaut. Und der wird ich muss, kommt gut. Da haben wir gesehen, dass sie gerade lacht und strahlt, der Moment. Da hat man wirklich gemerkt, es kommt gut. Da ist etwas da, dass der Hörnerv reagiert. Das kommt. Das war schön. Ja, also für mich ist es halt... Ich bin nicht dabei gewesen, aber es ist trotzdem noch interessant. Also im Aufwachsen als Kind habe ich das immer voll cool gefunden, dass ich eine Schwester habe, die gehörlos ist. Da habe ich immer alle meine Kolleginnen das erzählt und euch so gesagt, ja, ich kann jetzt ein bisschen Gebärdensprache so reden. Ja, zum Beispiel, ich heiße Rael. Mögen ihr jetzt ein bisschen Rührei essen? Ja. Wasser rühren. Ein Gute zusammen. Nutella. Attikhausen im Kanton Uri. Das Zuhause von der Familie Arnold.
Salute. Hoi. Gut hergekommen. Tipptopp. Salut Pascal. Wie hast du es? Tipptopp. Ja. Und ich soll das abnehmen? Gerne, ja. Pascal sein Alltag ist momentan durchgetaktet. Neben Militär zu tun, samt dem Training für die Euroskills, bleibt nicht viel Zeit für die Familie und auch seine Freundin Anna sieht er nicht so viel. Seit gut 2 Jahren sind die beiden ein Paar. Momentan dreht sich alles um den internationalen Kochwettbewerb in Dänemark. Die Anna ist für mich in dieser Geschichte auch sehr wichtig. Es ist irgendwie einfach so ein Ausgleich für mich, was es einfach irgendwie braucht. Wenn ich mit Anna bin, kann ich runterfahren. Und das, in dieser wenigen Freizeit, die ich habe im Moment habe, brauche ich das. Heute ist er aber viel zu nervös zum Runterfahren. Schon gleich kommt aus, was an den Euroskills von ihm verlangt wird. Ich freue mich, irgendwie darauf zu erfahren, was ich koche. Es ist wie so ein bisschen eine Erleichterung, wenn wir dann nachher wissen endlich, was trainieren genau. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich auch, weil es können Sachen dran kommen, die ich sehr gerne mache. Es können auch Sachen dran kommen, die ich halt vielleicht lieber nicht mache. Sein Coach, der Martin Amstutz, tut das Geheimnis lüften. Grüezi. Sali, hoi. Wie geht's? Gut, danke. Ich bin gespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt, was du mir heute erzählst. Ja. Soll ich es noch länger rauszögern? Nein, eigentlich nicht unbedingt. Ich würde es jetzt schon gerne wissen, langsam. Ja. Schon gerne? Ja. Gut, also, Ja. warte, ich jetzt meinen Bildschirm teilen und dann gehen wir durch. Wir haben 7 Module, genau. Spannend. Und das sind die 3 Wettkampfstage. Cold Fish Starter, Your Version of Salmon Bellevue. Nachher Main Fish Course, Modern Presentation with Classic Techniques, Secret White Fish. Und nachher der letzte Tag Modern Presentation with Classic Techniques von einem Poulet als Hauptgang und Eclair au Chocolat, wie es nach einem Rezept ist. Also du musst das Rezept machen, das nachher unten kommt und wie es auf dem Bild ist. Also Umsetzen von einem Rezept. Cool. Okay, also mit so etwas hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber finde ich eigentlich noch eine coole Aufgabe irgendwie. Ich bin gerade eigentlich ziemlich happy mit der Aufgabe, mehr oder weniger. Auch ein bisschen etwas Unvorhergesehenes. Ich habe zum Beispiel mit 6 Modulen gerechnet, jetzt sind es 7 Module. Also an einem Tag werden wir 3 Teller für je 4 Personen machen. Da müssen wir einfach einen perfekten Zeitplan haben schlussendlich. Aber alles in allem gerade ziemlich happy. Gut, sehr gut. Schön bist du happy. Dann lasse ich dich rattern. Ja, ist doch gut, ja. Also, in dem Fall, ganz schöne Woche. Tschüss. Ciao, Martin. Ciao, ciao. So? Und, wie ist es gelaufen? Hey, gut, zufrieden soweit. Nein, es sind eigentlich coole Sachen. Es ist zweimal Fisch, das ist vielleicht... Ja, muss noch ein bisschen dahinter. Und sonst, der Halbgang, der cool ist, so wirklich noch kochen. Also noch so ein bisschen Herdäpfelstock machen und die Bulle auseinander nehmen. Ah, cool. Die Harrisons Primary School gibt es seit 12 Jahren. Angefangen hat es mit 5 Kindern und 2 Blechhütten. Heute lernen hier etwa 200 Buben und Mädchen in 8 Klassenzimmern. Die Schule aufgebaut dazumal haben der Harrison und seine Frau Grace. Wenn die Schweizer auf Besuch kommen, dann wird das gefeiert. Ja, vielleicht gibt es eine Überraschung. Mal schauen, ich bin gespannt. Our great friend and a dear Unser lieber Freund und Bruder ist wieder da, zusammen mit seiner Familie. is here.
together with his family. Klatschen bitte für den Joshua Schmidli. Joshua Schmidl. Can we put again our hands? Thank you, thank you. Danke, danke. Yeah, welcome. Habari zenu? Ist alles gut? So, everything is okay? Yeah, thank you so much. We're very Danke viel mal. Wir Thank you sind again sehr for glücklich, welcoming da us. zu Thank you sein. for that Und amazing merci für den schönen Empfang und die Really Präsentation. appreciate Und auch what you are eure doing. Arbeit. You're doing Ihr such a macht good das so work, gut. doing Such a good job. Maybe you are asking yourself, Ja, wir sind jetzt mega gross empfangen worden mit fast einer Parade, die sie gemacht haben für uns. Das war nicht extra nur für uns, sondern in Kenia müssen sie 2-mal pro Woche die Fahne, die kenianische Fahne hissen und die Nationalhymne singen. Also es ist nicht nur für uns der Empfang, aber wir werden gleich immer mega herzlich empfangen von allen und es ist immer gleich schön. Ja, die Leute freuen sich immer mega, dass wir kommen und uns mega fest loben. Und das habe ich aber nicht so gerne, fühle mich in dieser Rolle nicht so wohl, weil eigentlich ist es nicht, machen wir es nicht für das, um wie gut dastehen, dass ich gut fühle, sondern wir machen es echt für die Kinder und es ist mega schön, fest Freude, dass sie haben. Und deshalb hast du fast ein schlechtes Gewissen, wenn sie für uns singen und uns so gross begrüßen. Für mich ist es aber schon unangenehm, vor allem so im Mittelpunkt zu stehen und so vor vielen Leuten Danke sagen bekommen. Das ist jetzt für mich schon recht unangenehm. Ja, ich tue mich dann lieber aber ein bisschen daraus entziehen und ich kann dann auch nicht so vor allen etwas sagen oder so. Das ist mir schon ein bisschen peinlich. Hen, very good. Any other domestic animal? Hey, remember, think. Animals kept at home. Animals kept at Ein Kinski gibt es schon, aber der platzt aus allen Nähten. Dabei ist es besonders wichtig, dass auch die Kleinsten gut versorgt sind. Any other? Sound of a duck? Ja, das ist jetzt der Kindergarten. Dort lernen die Jüngsten jetzt schreiben, lesen. Und das ist natürlich mega schön, wenn man in diesem Alter schon das lernen kann. Und vor allem im Vergleich zu den Kindern, die man halt auf der Straße sieht, die nicht in die Schule gehen, die lernen das alles nicht. Und so haben sie natürlich einen riesigen Nachteil für die Zukunft, wenn sie in die Schule gehen. Und die Kinder haben wenigstens jetzt die Chance auf eine bessere Zukunft und sich selber unabhängig zu machen und das Leben aufzubauen. Nebst den neuen Schulzimmern sind auch nachhaltige WC und Waschanlagen gebaut worden. Das ist etwas vom Wichtigsten. Vor allem in Mombasa, wo gute Hygiene direkt mit der Gesundheit und der Bildungschance zusammenhängt. Nur gesunde Kinder können regelmässig in die Schule und etwas fürs Leben lernen. Ja, das ist unsere Handwäschanlage, die mega wichtig ist, wo die Kinder immer die Hände waschen können, vor dem Essen natürlich und auch vor und nach dem WC. Und Hygiene ist in Kenia sehr wichtig, gehört auch zur Kultur, wo vor allem essen sie ja mit den Händen, darum müssen sie immer die Hände waschen. Genau, ja. Hier haben wir für das Händewaschen haben wir Trinknippel installiert. Die sind eigentlich für Tiere, die wir bei uns in der Schweiz im Stall brauchen. Wenn man drückt, und dann kommt eigentlich Wasser raus. Und sobald man es loslässt, kommt kein Wasser mehr raus, dann hat man einen mega geringen Wasserverbrauch. Auch zum Mittag gibt es für die Kinder. Spicy. Sorry. Oh, I will cry. Und es wird noch besser. Ja, das ist jetzt das Trinkwasser, das wir aus dem Hahn rauslassen können. Es ist unüblich, dass man aus dem Hahn trinken kann. Also hier in der Umgebung hat das echt niemand. Wir haben extra ein Filtersystem hier gemacht, wo der Filter das Wasser so filtert, dass man es eben dann trinken kann. Und dass wir hier Trinkwasser haben, ja, das ist eine mega Erleichterung, dass dann die Kinder zum Hahn gehen und das Wasser rauslassen. Und somit haben wir echt immer Wasser.
Ihr dürft nach vorne kommen und setzen wir uns in den Kreis. Gut, okay. Also, jetzt, was wirklich spannend ist, Clara hört das nicht ganz genau gleich wie wir. Das ist ganz schwierig, sich das vorzustellen. Auch für dich, Clara, oder? Weil Clara weiß nicht, wie wir hören und wir wissen nicht, wie sie hört. Aber es funktioniert trotzdem, weil sie lernt genau, oder sie hat schon seit Baby gelernt, dass das so klingt, wie sie es hört, und deswegen versteht sie uns. Und genau so, wie das jetzt hier dann klingt, so hört Clara. Ja, bitte. Ist die Sprache dann schon gleich? Die Sprache ist gleich, aber es klingt anders. Auf welche Sprache ist dann das? Das ist Deutsch. Walliser Deutsch. Nein, Hochdeutsch. Oh. Genau, es ist Hochdeutsch, nicht Walliser Deutsch. Gut. Alles klar? Dann spitzt eure Ohren. Also, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ging es mir genau gleich wie euch. Ich habe wirklich auch fast nichts verstanden. Nochmals. Also, was habt ihr verstanden? Gurken, sehr gut. Ja, was hast du verstanden? Roter Salat. Roter Salat. Jetzt kommt der Satz. Hören wir es noch zum letzten Mal und dann lösen wir es auf. Wie er für uns richtig klingt. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das letzte Wort. A. Ampel. Im Urlaub flogen Emil und Otto nach Afrika. Ich habe es gar nicht verstanden, weil das ist nicht indische Sprache. Das klingt ganz komisch, so fast wie Außerirdische. Und ich habe am Anfang keine Ahnung, was das heisst, aber nachher ist mir es langsam gekommen. Und es ist einfach ganz komische Stimme. Es war so fast auf einer anderen Sprache und so. Und dann habe ich das nicht so gut verstanden. Clara versteht das gut, weil sie gehörlos ist, aber wir verstehen es nicht so gut, weil wir kein Hörgerät haben. Ich denke, es gibt ein bisschen mehr Verständnis für die Kinder und dass sie einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen besser auf Clara auch eingehen können im Schulalltag. Dass sie anders hört, das anders wahrnimmt und wir aber trotzdem miteinander kommunizieren können. Ihr sucht mal einen anderen Platz. Ganz leise sein, einfach jeder ein bisschen anders, damit Clara nicht mehr weiss, wer wo sitzt. Gut. Dann zeige ich auf jemanden und der darf einen kurzen Satz sagen. Hallo, ich esse gerne Salat. Aline. Okay, das klappt ja wunderbar. Clara ist eine von meinen besten Freundinnen. Nina. Ja, sehr gut. Ich habe gerne Clara. Joel. Ich habe gerne Rosen. Ilenia. Also ich würde sagen, das ist Beweis genug, dass du unsere Stimmen erkennst und auch wenn du uns nicht siehst, genau weißt, wer spricht. Sehr spannend. Ja, vielen Dank, Clara. Entschuldigung. Danke. Danke, was du gesagt hast. Bitte. Kaserne zu tun. Seit 3 Tagen weiss der Pascal, was am europäischen Kochwettbewerb von ihm verlangt wird. Jetzt fielt er daran um, wie er seine Kochkünste auf den Tower bringen will. Ich habe jetzt ein 2 Nachtschichten eingelegt und eine ist alle Ideen, die mir irgendwie zu diesen Aufgaben in sich gekommen sind, irgendwie hier auf all diesen Plakaten aufgeschrieben. Es sind jetzt halt einfach mega viele Ideen einfach da. Jetzt fange ich langsam so ein bisschen
Komponenten, die ich aufgeschrieben habe, die cool sind, einfach zusammentragen, irgendwie, was gut zusammenpassen und auch jetzt mal die ersten Skizzen machen, wie es dann vielleicht aussehen könnte. Bei einem Modul, einem Dessert, hat er keine Wahl. Das gehe ich jetzt kochen, in der Hoffnung, dass es dann gleich aussieht wie das. Ein Eclair, genau nach Rezept, muss er anbringen. Bei den anderen 6 Aufgaben hat der 20-Jährige mehr Freiheit, sich kreativ auszuleben. An der Motivation fehlt es nicht. Ich sehe die ganzen Euroskills als riesige Chance für mich, um mich fachlich und auch persönlich weiterzuentwickeln. Und ich finde es einfach richtig cool, meine Energie in so ein cooles Projekt zu stecken und am Schluss nachher auch den anderen zeigen, hey, das habe ich jetzt in den letzten Monaten gelernt. Ich kann das. Das Modul ist so aufgebaut, dass wir schon ein Rezept haben und ein Foto haben, das schlussendlich wirklich gleich aussehen wie das. Und jetzt nimmt es mir einfach mal Wunder, ob das so funktioniert oder nicht. Aber gerade so funktioniert es dann aber gerade doch nicht. Bei dieser Aufgabe wird besonders auf Präzision, Technik und Sauberkeit geschaut. Ohne Lumpen geht es halt allmählich nicht. Die Schwierigkeit an diesem Dessert ist sicher, einen Brandteig für so eine kleine Menge zu machen. Weil Brandteig machen, ja, schön und gut, aber halt nur für 4 Eclair. Ist halt schwierig bei einem Teig. Alles, was bei einem Teig unter einem Kilo ist halt, kann einfach viel schief gehen. Moose Bay allein trainiert er nach seinem Job als Truppenkoch bis in die Nacht hinein. Für mich ist es schon absolut normal, hier nach dem Feierabend alleine zu sein. Ist natürlich auch super für mich, weil dann kann ich gesagt machen, was ich will. Und es ist natürlich auch super für mich, so die ganze Infrastruktur zur Verfügung zu haben. Aber er darf eben nicht machen, was er will. Das ist das Modul, das unser Rezept und das Foto vorgegeben ist. Und das muss man wirklich 1:1 nach Rezept und nach Foto machen. Also der Teil hat nichts mit Handschrift zu tun. Ich persönlich würde jetzt auch noch ein bisschen mehr Ei drin tun in den Teig, weil er wirkt recht fest. 10 cm lang müssen die Eclairs am Schluss sein. Je 50 Gramm schwer, mit einem runden Abschluss an beiden Enden. So ist die Vorgabe. Im Moment denke ich mir, der Brandteig, der so vorgegeben ist wie im Rezept, sehr, sehr dick. Ich habe jetzt da sicher noch ein bisschen Ei drin. Ich habe das Gefühl, da muss man da sicher etwas, entweder noch gut Schmilz drin tun, das weiss ich aber nicht, ob man das darf, oder den Teig weniger lang abbrennen lassen. Jetzt schauen wir mal, wie es rauskommt. Vielleicht kann das der Ofen ja noch richten. Das nächste Mal. Wie befürchtet, bei der Patisserie ist noch Luft nach oben. Ja, es nervt mich schon, dass sie nicht gut sind. Ich habe ja schon gute Eclair gemacht. Ich hätte jetzt auch lieber ein feines Eclair zum Dessert. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».